Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Emission vom 15. März 2015. Europa Donner hat auf einer Konferenz an der Kultursaal op Stesel invitiert. Weil der Thomas der Opsicht hört, weisen wir an unserem ersten Reportage. Wir sind den neuen Teil zu Stesel am Kultursaal für die Ausstellung von Europa Donner zu präsentieren, wo Madame Miriam Siade Foto gemacht hat, von Frauen, die anfangen Zweitleben aufhängen. Das sind Frauen, die eine Brustoperation hatten, die Krebs hatten, und die anfangen rescapé sind vom Krebs, und die dadurch das Leben viel mehr genießen. Und dadurch heißt die Ausstellung Hymne à la Beauté. Es gesagt effektiv an den Gesichtern eine immense Ausstrahlung, ein immens Frieden im Leben. Das ist auch ein Mann dabei, sie sind nicht nur Frauen. Da haben wir den Abend dann die Vernissage von der Ausstellung, die ist organisiert vom Chefrat von Stesel an der Kollaboration mit den zwei Kommissionen, Kommission Sociale et à l'égalité des chances und dann Kommission intergénérationnelle et de la famille. Den Abend kennt Madame Minister Lydia Mutsch. Sie wird auch ein kleines Speech halten. Und Madame Charpentchen möchte als eine Konferenz über Prävention du Cancer, Mode de vie sain. Voilà, am Anschluss haben wir dann die Vernissage von der Ausstellung. Mein Name ist Mariette Fischbach, ich bin Präsidentin von Europa Donner. Wir sind immens froh, dass wir heute Abend die Surface gekriegt haben, für an der Stesler Gemeinde es können vorzustellen, an eine Konferenz auch zu halten. Ich will ganz kurz informieren, wer der Europa Donner ist. Wir sind eine Assoziation, ein Komitee von 10 Leuten. Dafür sind die allermeisten Frauen betroffen. Und wir setzen uns an für die Kondition de prise en charge von den Frauen so gut wie möglich gewollt zu gehen, wie sie en charge geholt gehen, an ihnen können zu helfen und noch eventuell können Konditionen nur an Not zu verbessern, dass man können reagieren auf den Plätzen, wo es möglich ist, für zu reagieren. Wir kümmern uns hauptsächlich das Support, das heißt alle die Sachen, die außerhalb vom Treatment, von der Diagnose der Frauen sollen zur Verfügung stehen, Informationen, dass sie wissen, wie sie damit umgehen, wenn sie hier Haar verlieren, für ein Peruk zu kaufen, für eine Prothese eventuell, wenn sie einen brauchen, für Kinder zu kriegen, für eine psychologische Begleitung zu kriegen. An Diätetician oder alles wird dann noch nach Relaxation an mir den Yoga und gibt auch zu Lützeburg Sportgruppen für Krebspatienten, wird nach einer anderen Assoziation aus mir, wo wir ganz eng zusammen schaffen, wird doch in ganz gute Manier als für die Frau für können an Selbstvertrauen zu kriegen, und noch können an das soziale Leben sich anzufühlen, an einfach die alle Periode besser können sie verstehen und da noch ganz anders können drüber zu schwätzen. Dann sind wir auch ganz froh, wenn wir Leute tun, die auch Témoignagen wollen gehen für die Frauen, die für durchstehen, können zu helfen. An den Kliniken das sind Brustkerners, das sind spezialisierte Infirmieren, wo mir auch Europa Donner geholfen hat für die den Leuten hier Spezialisation teilweise zu bezahlen. Und die stehen zur Verfügung für mit den Leuten und mit den Frauen in Kontakt zu kommen, am Anfang hier Referenzpersonen an der Klinik sind, für sie da durchzuleiten von einer Station zu der anderen, von engem Examen an den anderen, an
eben hinnen zur Seite stehen und hier frohe können zu beantworten. An einem Zyklus von den Lesungen am Kulturhaus zu Stesel wäret den Paul Schmitten, den als aus engem von seinen Geschichten vielgelesen wird. Wie ihre Mutter. Sie ist wie ihre Mutter. Er hätte sich sicher verschluckt, könnten Gedanken wie Worte im Halse stecken bleiben, so sehr war er durch den eigenen Gedanken überrascht und entsetzt zugleich. Nicht, dass er etwas gegen seine Schwiegermutter gehabt hätte. Ganz im Gegenteil hatten sie sich doch in den langen Jahren der Verschwägerung nach und nach aneinander gewöhnt und sich gegenseitig die Kanten ihrer Beziehung zueinander, die anfangs viel eher angespannt war, abgewetzt. Und sie kamen durchaus gut miteinander aus. Soweit man eben gut mit seiner Schwiegermutter auskommen kann, setzte er in Gedanken hinzu. Er war einfach dauernd auf der Lauer gewesen, sodass sie ihn auch nicht eigentlich überraschen konnte und er immer noch Herr seiner selbst geblieben war und das sogar mit einer gewissen Prise versteckten Humors. Aber jetzt waren hier längst verdrängt geglaubte Reminiszenzen wieder aufgebrochen und er musste sich fragen, ob er diese Anwallungen in Schwiegermutterart bei ihr, seiner Frau, bisher nur übersehen und in diesem besonderen Fall überhört hatte oder ob vielleicht die augenblicklichen Umstände sie nur ausnahmsweise hier und jetzt dazu geführt hatten, aus sonst verdeckter oder doch sorgfältig verdeckt gehaltener Tiefe zu schöpfen und ein verborgenes, wahres Ich hervorzukehren. Denn an der Tatsache selbst, wie sie sich hier gab, und an der Notwendigkeit seiner Folgerungen konnte doch wohl kein Zweifel bestehen. Und ihm befiel das beunruhigende, bisher unbekannte Gefühl eines abgrundtiefen Zweifels. Dabei war die Sache anfangs ganz gut gelaufen. Und erst bei der dritten Hose, sie war den Hauch einer Nuance dunkler als ihre beiden Vorgängerinnen, und das Material wirke noch leichter, noch sommerlicher, wusste die Verkäuferin, die sich, und er tappte das innere Grinsen, das Gottlob noch ohne Sarkasmus war, sicherlich ihrer ganzen Bedeutung bewusst war, fachfraulich beizugeben. Erst hier und jetzt sah er sich selbst so richtig im Spiegel und sofort kam er sich auch komisch, um nicht zu sagen lächerlich vor. Denn musste das nun wirklich sein, dieses zur Schaustelle, diese permanente Tortur und dem ungetrübten Humor der ersten Viertelstunde mischten sich andere Regungen bei. Und während die Verkäuferin, zu seinen Füßen kniend und dauerredend, ihn am Hosenbein zupfte, war ihm, als ob ihn seine Frau mit Wort und Blick und überhaupt ihre ganzen Haltung zwar noch sanft und fast noch schelmisch mit spitzem Finger an der Seele zupfen würde. Als ob sie hier leiden müsste. Als ob sie hier zur Schau gestellt würde in ihrer ganzen Unbeholfenheit und Opfer wäre verkäuferischer Überheblichkeit.
und die Art war vertraut und der Stil war bekannt und er sah seinen Schwiegervater vor Augen, wie der die Segel strich und nicht immer die nötige Distanz wahren konnte und Ironie. Und die Wut dann in sich hineinfraß, wenn seine Frau, schöpfend aus jahrhundertealter Tradition weiblicher Haus- und Hofdiktatur und ganz natürlich und vielleicht auch unbewusst all jene Register zog, die zu Zeiten der Emanzipation zwangsläufig Revolte nach sich ziehen musste. Und er hörte den Schwiegervater sagen, das sei das Erbteil der D und das Blut der D fließe in allen Weibern der Sippe und wenn auch abgeschwächt und etwas gewandelt von Generation zu Generation, es wäre wohl doch nie ganz auszurotten. Da sah er seine Frau ganz durchdringend an. Aber auch die 4. Hose war noch nicht die richtige. Das heißt nach der Meinung seiner Frau, die nur kurz auf seinen Blick hin innegehalten hatte. Denn während er selbst schon die erste genommen hätte, sie hatte ja gepasst. Und so sehr störend war die Farbe auch wieder nicht gewesen. Vielleicht nicht gerade der letzte Schrei. Aber immerhin wusste sie immer wieder schönere, bessere, modischere und elegantere aufzustöbern. Und während er, und das mit gutem Grund, dessen war er sich sicher, ungeduldig wurde, sah er, dass auch bei ihr die Nervosität anstieg und dass sie sich wohl durch sein Verhalten blamiert fühlen müsste. Und dann, in der Zuflucht der Umkleidekabine, setzte er sich kurz auf den winzigen Hocker und er atmete durch. Und er erduldete Hitze, denn es gab weder Fenster noch frische Luft, die den dumpfen Geruch unendlich vieler verschiedener Stoffe wohl etwas hätte bessern können. Aber hier war er allein und die Frauenwelt draußen. Und dann sah er an seinen dürren, nackten Beinen hinunter zu den Socken und er dachte Gedanken, die sie, seiner Meinung nach, jetzt wohl dachte und als Vorwürfe sammelte gegen ihn. Und von wegen Grimassen schneiden. Wenn die eine, die ewige Hose nicht frisch gebügelt im Schrank hängt und wer er sich denn vorstellen würde, wie die Hose sich von selbst in einer Nacht waschen, trocknen und bügeln würde und die andere kratze und die dritte wäre ja immer zu warm. Und jetzt, da sie schon einmal da wären zum Einkaufen, jetzt solle er gefälligst auch mal selbst Initiative ergreifen und er dürfe er müsse auch gleich eine zweite Hose kaufen und eine Jacke dazu. Und was denke denn die Verkäuferin und die Ladeninhaberin? Und wie stehe sie denn da mit ihm, der so betont uninteressiert und teilnahmslos? Und er sei ja doch schließlich kein Kind. Oder er solle sich gefälligst seine Hosen selbst. Allerdings, natürlich, ihm wäre ja noch am liebsten, sie würde ihm seine Hosen kaufen. Und da musste er lachen, denn er stellte sich vor, wie sie für ihn Hosen probieren würde. Und dann sah er auch schon ihr Gesicht durch den spaltoffenen Vorhang. Und es kam schon die nächste Hose und er war wieder der Nabel der Welt. War denn das noch die Frau, die er damals geheiratet hatte und die sich davor verwahrt hätte, mit ihrer Mutter verglichen zu werden, in eben jenen Punkten, unter denen sie selbst immer so sehr gelitten hatte und auch jetzt noch litt, allerdings immer weniger, aber das lag an der Zurückhaltung der Schwiegermutter. Und er stand vor dem Spiegel und er ging auf und ab und er drehte nach links und nach rechts und dann Hacken zusammen und Knicken im Bein und die Hose saß beinahe perfekt. Und die Verkäuferin zuckte ihr Nadelkissen und legte die Beinlänge fest. Und am liebsten hätte sie sicher auch an ihm herumgezupft und mütterlichen Trieben freien Lauf gelassen und ihn aus und an und wieder ausgezogen und dann vor den Spiegel gezerrt, bis er der gewesen wäre, von dem sie wohl geträumt hatte damals und auch jetzt, als sie ins Geschäft gekommen war. Aber Gott sei Dank war die Auswahl dann doch begrenzt, woran selbstverständlich auch nur wieder er schuld war, denn es war ja längst Hochsommer und die Verkäuferin, die hierbei wortgewaltig durch die Ladeninhaberin unterstützt wurde nicht müde, die mangelnde Auswahl immer wieder mit der fortgeschrittenen Jahreszeit zu entschuldigen. Und zwischen die Zeilen häufte sie seinem unkonventionellen, ja förmlich antizyklischen Einkaufen alle möglichen Vorwürfe auf.
Und wäre er gekommen zum Zeitpunkt, wo alle Leute, er wäre erstaunt gewesen über die Auswahl. Und sicherlich hätte er sofort genau die Hose gefunden, die, und das Ganze so sehr, dass er nun schon fast glaubte, er würde sich eines Vergehens gegen jede Art von Kultur und Zivilisation schuldig machen, wenn er jetzt im Hochsommer eine Sommerhose kaufen wollte. Doch die nehmen wir, hörte er sich sagen. Und zugleich viele Steine kollern von Ehefrauen, Verkäuferinnen, Inhaberinnen Herzen, und alle atmeten auf. Er hatte sich durchgesetzt und er war stolz auf seine Entscheidung. Und dann war auch schnell eine zweite Hose gefunden und die passende Jacke dazu. Und auf der Straße hängte seine Frau sich ihm ein und sie streichelte zart seine Hand. Hallo gimmer mam Gemengeningenieur Lou Kohl am Corinne Wallers durch Dorf a gucken als die neue Chantien die an der Gemeng Stesel am Gange sind. Ich bin hier Chantier von der neuen Maison Relais mit Crèche und mit einem Gymnasium, das zu Hechtstoff gebaut wird. Ein Projekt, das schon 2011 vom Gemeinderat gestimmt ist, wo du endlich losgegangen ist. Das ist ein Projekt, das 10 Millionen Euro kostet. Begreift, wie gesagt, eine Maison Relais für 172 Kinder, ein Crèche für 45 Kinder und eine kleine Sportsaal, die sowohl für den Schulsport gedacht ist, wie auch für den Basket oder andere Sportarten. Muss ich dazu sagen, an der Hechtstoffer Schule, die hier drauf steht, da sind im Moment 140 Kinder angeschrieben, sodass er gesagt hat, dass die Maison Relais, die hier gebaut wird, mehr wie die ganze Kapazität von den Kameras wirklich für die Zukunft orientiert und durchgeht. Im Moment haben wir an der Maison Relais zu Hechtreff 104 Kameras geschrieben, sodass da wirklich noch Platz ist. Auch die Crèche mit 45 Kameras ist praktisch 3-mal so groß wie die Crèche, die im Moment besteht, zu Stesel. Das ist ein Projekt, das 10 Millionen Euro kostet. Der begreift aber nicht nur an der Maison Relais, ein Crèche am Gymnasium, aber auch nach Räumlichkeiten, wo die Kinder sich defolieren, notamment ein Erdtrempraum, der fest angerichtet ist, der fest bestehen bleibt, wo ganz bestimmt auch die Schulen von Stesel davon werden profitieren. Die Gebäude hier zu Hechtreff war ganz interessant, weil die erste Schule, die gebaut wurde, ist neben der Kirche, die ist 1964 gebaut wurde, dann 20 Jahre drauf, als für die Kirche ein nächstes Gebäude gebaut wurde, 1984. 1994 ist das Gebäude noch weiter ging, und 2003 ist die Krebsschule hier gebaut ging. Das Gebäude, das wir hier für stehen, der Chantier, den ist vorgesehen, dass in 2017 für die Rentrée auch so fertig ging. Ich stehe mal zuerst an der Rue du Cimetière für Haus Lanners. Das ist die Familie, die hier dran gewohnt hat. Das ist ein Haus, das die Gemeinde für 3 Jahre gekauft hat und das umgebaut wird als 2-Familienhaus. Früher hat eine Familie da gewohnt, loget Notwohnungen da installiert, Sozialwohnungen, ein Appartement mit 2 Schlafkammern, am Keller ein Studio mit einem engen Schlafkammer. Das Haus haben wir gekauft für 540.000 Euro und dann habe ich dann, die werden knapp 100.000 Euro kosten. Das ist vorgesehen, dass die bis Ostern fertig sollen gehen. Wir sind an der Rue de Brittel, wo wir am Gang sind, die Gas zu leeren. Den Gas geht aber nicht nur an der Rue de Brittel, mehr auch an den Extensionen, an den Passen. Das ist Rue de Brittel, Rue des Sorbiers, Rue des Cerisiers. Das ist die erste Phase, und dann gehen wir dann die zweite Phase, die Welsauerop, mit den Passen rum. Das ist Rue des Sangliers, Rue des Aubépines, Rue des Pommiers, Prunel und Thieuil. Die anderen Regionen wie die Post geht aber auch mit. Das ist Post, Antenne und elektrisch. Die gehen immer bald schon, die gehen die auch gefroht und wenn die Erneuerungen haben, dann geht das natürlich mit gelöscht. Hier haben wir auch noch von der Generaletüde vom Hochwasser, den wir hier nach dem Kanal mit.
Der Tischchte Kanal as awer just e Stück, wo en erneiert a vergréssert gëtt, das zwischen der Rue des Cerisier an der Rue des Aubépines. De Kanal leit hei op ungefähr 4 Meter deft, so dat man immer mussssen wieder ha auch gesit, op der Platz mat Blander schaffen fir Sicherheet, weil sos fir schnellen Accident geschieht. Ja, de Kachtpunkt leit ungefähr bei 800.000 €. Und natürlich probieren wir auch du am Budget zu bleiben. Joer hu se gefeiert. Choral Saint-Cécile vu Stesel. Am mir hat schon en ganz kleinen Ausschnitt gewissen als engem Live-Matschnitt vun ihrem Konzert an der Steseler Kirch. Heilo nach enkeier e Matschnitt vum 150-jährigen Jubiläumskonzert vun der Choral Saint-Cécile vu Stesel. E kleiner Matschnitt.
Dat war als Emission vom 15. März 2015. Mir gesinn als Rëm den 1. April man enger neier Emission vun Testvision Stesel. Ze erinnern ass, dass Testvision Stesel den nächste Monat 10-jährig Bestehe feiert. Wir werden an den nächsten Emissionen op die verschiedenen Veränderungen zurückkommen. Für haut sich Merci, für no gucken, a bis geschwind.